Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, meine Einschätzung zum Spiel und ja, wir gucken uns an, wie ich die Aufstellung gestalten würde. Und wir werfen natürlich auch einen Blick, wie die Aufstellung sehr wahrscheinlich aussehen wird. Ja, zum Spiel erstmal. Union mit Baumgart ja irgendwie eine Wundertüte. Ja, mal so, mal so. Ich denke, das wird auch noch ein bisschen so bleiben. Das muss ich noch ein bisschen finden. Ich denke, Baumgart hat eher eine offensivere Ausrichtung, als der Kader von Union Berlin das hergibt. Von daher ist die Frage, wie gut sie die Balance finden. Jetzt haben sie ja in Frankfurt gewonnen. Ja, schwer einzuschätzen. Ich denke aber, dass wir gewisse Räume kriegen werden. Ja, ich glaube nicht, dass Union Berlin sich da stur hinten reinstellen wird unter Baumgart. Würde mich zumindest überraschen, aber mal abwarten. Ja, mit Sicherheit kein super einfaches Spiel, mit Sicherheit aber auch kein super schweres Spiel. Ich gehe, mein Tipp 1-3 für uns. Ist das letzte Spiel vor der Länderspielpause. Ja, da kann man nochmal Vollgas geben. Ich gehe davon aus, dass einige Wechsel bei uns stattfinden werden. Sehr wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass ein Lieberich anfangen wird. Einfach damit man den Faktor Stinkstiefel wieder ein bisschen ausmerzt. Ich würde ihn nicht aufstellen, sage ich euch schon mal vorweg, aber das gucken wir uns gleich mal genauer an. Und ansonsten freue ich mich aufs Spiel. Bin gespannt. Ja, aber ich denke, wenn die Spieler aufgestellt werden, die da die Form haben, müssen wir uns jetzt auch nicht irgendwie da groß Gedanken machen und das Spiel jetzt irgendwie übermäßig oder Union übermäßig stark reden. Die stehen nicht umsonst da, wo sie stehen in der Tabelle und von daher alles gut. Ist eine machbare Aufgabe. Mit Sicherheit keine einfache Aufgabe, erst recht auswärts. Aber trotzdem, du hast die Qualität in der Mannschaft, die musst du auf den Platz bringen und dann ist auch alles gut, denke ich. Und damit gehen wir mal rein. Ja, Torwart stellt sich von alleine auf. Hat es gegen Leverkusen auch sehr, sehr gut gemacht. Von daher gibt es da keine Zweifel. Neuer ist weiterhin verletzt. Harry Kane stellt sich natürlich auch von alleine auf, weil sie einfach keinen anderen Stürmer haben. Ich würde einen Michael Olise bringen. Ich gehe nicht davon aus, dass er spielen wird, sage ich euch schon mal. Ich würde ihn bringen. Ich würde auch einen Serge bringen, auch wenn er mich sehr wahrscheinlich wieder enttäuschen wird. Nach der Einwechslung war es gut, das würde ich belohnen. Von daher würde ich ihn bringen. Können natürlich auch gleich schon mal hier die Alternativen eintragen. Das ist einmal hier natürlich der King. Und hier haben wir einen Leroy. Kannst du natürlich auch andersrum stellen. Das ist ja immer alles sehr variabel. Bei mir würde ein Sané nicht spielen. Ja. Ich würde auch einen Musiala spielen lassen, aber auch da kann ich mir vorstellen, dass ein Kompanie Müller bringt. Obwohl eher unwahrscheinlich. Wenn, dann wird er wahrscheinlich Musiala eher ein bisschen eher auswechseln. Also ich gehe schon davon aus, dass Kane, Musiala, ich gehe von Gnabry aus, aber sehr wahrscheinlich, ja doch, ich gehe von Gnabry aus und rechte Seite könnte es echt Sané werden anstatt Olise. Dass man dem man ja, wir werden es sehen. Wenn es nach Leistung geht, hat ein Leroy auf dem Feld nichts zu suchen. Punkt. Zentrale stellt sich auch von alleine auf. Das ist Kimmich und Goretzka. Wer hätte das nur ahnen können? Pavlo verletzt, Palhinha gesperrt, Conny Leimer ist keine Option in der Mitte, warum auch immer. Von daher stellt sich der Bums von alleine auf. Ja, selbst eine Alternative kann ich hier nicht eintragen. Ich könnte halt einen Conny eintragen. Aber das war es halt auch. Ja. Von daher, ich gehe auch davon aus, dass ein Conny nicht in der Startelf stehen wird. Und ich stelle ihn auch nicht in die Startelf, so viel schon mal vorweg. Innenverteidigung. Ja, ich würde gerne mal mir den Ito angucken im Zusammenspiel mit Opa. Von daher stelle ich einen Ito auf. Ich gehe davon aus, dass er ein Eric Dyer in die Startelf rückt. Aber mal abwarten, wer weiß. Vielleicht stellt er auch einen Ito auf, weil Linksfuß passt natürlich dann besser zur Position. Rechte Seite für mich. Stani jetzt nach seiner Einwechslung auch ordentlich gemacht. Ich würde einen Stani bringen. Alternative ist Boe. Auch wenn der seine Chance im letzten Spiel natürlich nicht genutzt hat. Und linke Seite haben wir Fonsi, der ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat
gegen Leverkusen. Und da durch natürlich da auch unangefochten ist auf dieser Posi. Ja. Und da hast du natürlich als Alternative den Ito, aber auch einen Stani oder auch einen Boe. Ja, hier können wir noch einen Erik Dyer eintragen. Und so wäre meine Aufstellung. Ja. Und ich denke, mit der Mannschaft, ja, sorry. Hast du genug Qualität, um Union zu schlagen? Ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht drum herum reden. Und ja, ich denke, es ist wichtig, dass auch ein Stani jetzt nochmal ein bisschen Spielzeit kriegt auf der Posi. Ich denke, es ist auch mal interessant zu sehen, wie Ito das macht in der Innenverteidigung neben Opa. Auch da sollte Union ein ganz gutes Spiel sein, das mal zu machen. Und ja, wir können natürlich auch darüber reden, Conny Leimer neben Kimmich zu stellen. Allerdings war das diese Saison noch nicht der Fall und von daher würde ich auch in dem Spiel darauf verzichten. Ja. Goretzka, Kimmich haben es gut gemacht im letzten Spiel und von daher würde ich damit auch erstmal anfangen. Aber ich glaube, vielleicht ist es ja mal ein Spiel, dass wir Conny Leimer vielleicht mal in der Mitte sehen. Ja, so ab der 60. oder sowas. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Ja, das wäre meine Aufstellung. Ja, Tipp habe ich gesagt, 3:1. Ansonsten gibt es gerade nicht viel, was du groß ändern kannst. Ich bin gespannt, wie die Aufstellung sein wird. Wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass ein Lieber in der Startelf stehen wird. Ansonsten, es gibt nicht viel, was jetzt groß überraschend ist. Es wird die linke Seite. Es kann sein, dass vielleicht mit einem Olisse draufbleiben und Leroy rückt rein in die Startelf auf der linken Seite, kann ich mir gut vorstellen. Ich denke, Musiala wird beginnen, Müller wird dann wahrscheinlich später kommen. Vielleicht macht das auch umgekehrt, I don't know. Wir werden sehen. Das wäre auf jeden Fall meine Aufstellung, Leute. Und in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Ich wünsche euch ein super Spiel. Natürlich wie immer mit hoffentlich dem besseren Ergebnis für uns. Und ja, dann ist ja erstmal Länderspielpause. Ja. In diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.